Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Der Fabian Zurbriggen packt für eine Reise ans andere Ende der Welt. Es ist recht üblich, dass man sich China trägt, dass man wirklich hier gut eingepackt ist. Sonst holt man sich Frostverbrennungen zum Teil. Seine Heimat ist Saas-Fee im Wallis. Auf dem Gletscher kann man hier das ganze Jahr Skifahren. 3, 2. Der Simone Donati ist Tessiner und arbeitet in der Saison Tag und Nacht. Ich musste orientieren, der Schneekanone! Die Steffi Baumann hat nicht immer viel zu lachen gehabt. Diese Saison will sie das erste Mal dort her, wo ihr Vater gestorben ist. Wenn ich in den Bergen bin, dann kommt das sehr oft vor, oder eigentlich permanent, wo ich an den Papa denke. Der Gabriel Antematzen ist mit 25 der neue Chef der Skischule. Ja, ein bisschen nervös bin ich schon, weil es sind 70 Skilehrer. Sie alle sind auf der Piste daheim und leben für ihre Leidenschaft. Das ist SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Der Fabian Zurbriggen plant eine grosse Reise. Er will 5 Wochen als Skilehrer auf China Werbung machen für Saas-Fee. Aber bevor es losgeht, hat er noch daheim eine Mission. Hey, 你好。hey, 好久不见。好久不见。说中文吗？说中文啊，对呀。挺好，挺好。Sarah Liu ist Reiseveranstalterin. Heute will sie wissen, ob sie mit einer Gruppe Chinesen da raufkommen soll. 然后我们走路去。走路去。去酒店啊。好的，好的。Ja, Ski ist schon mal hier gewesen. Sie haben uns schon eine Gruppe gebracht. Und ich hoffe, dass es jetzt mehrere Gruppen gibt für diesen Winter. Darum will Fabian Sarah heute Saas-Fee im besten Licht präsentieren. Gletscher und hohe Berge, das sind seine Trümpfe. So etwas gibt es in den chinesischen Skigebieten nicht. Unterhalten können sich die beiden auf Chinesisch. Der Fabian hat das studiert und redet fließend Mandarin. It's quite nice, and especially have the instructors like Fabian speaking Chinese well and teach pretty good. I think for our Chinese people, if we want to come here, we need the people like him. Yeah. Sarah Liu weiss es zu schätzen, dass der Fabian ihre Sprache kann. Das ist wichtig für die chinesischen Gäste. Außerdem ist er ein ganz guter Skilehrer. Das braucht Sarah als Anfängerin. Okay, starter, beginner. Yeah. But even with these skills, I can enjoy. Sie hat auch schon parallel gefahren. Aber weil sie einen Unfall hatte, sich Knie verletzt hatte, ist jetzt langsam mit ihr wieder anfangen. Ah. 你看，这个你那个做理事，你试下，我在你后面。 Der Fabian ist gefordert. Er muss Sarah das Skifahren beibringen und sie gleichzeitig bei Laune behalten und von Saas-Fee überzeugen. Mit Geduld geht es aber gut und Sarah verliert den Humor nicht. Sie findet es hier sogar schöner als das Zermatt, eine grosse Konkurrenz von Saas-Fee. I love it. Better than Zermatt. Nach einer Abfahrt hat es Sarah aber gesehen. Chinesische Skigäste brauchen Rundumbetreuung. Jetzt, wenn ein deutscher Gast kommt oder ein Schweizer Gast kommt, der kennt sich aus, der weiß, was bedeutet. Aber in China ist halt sehr vieles neu und das ist halt ein größerer Schritt. Also es braucht viel mehr Informationen, es ist sehr aufwendig, da die Leute zu informieren.
Und, helfen ihnen Bücher, helfen ihnen Reisen zu planen, im Fahrski hier, Begleiterski hier. Das ist sehr interessant, aber es ist auch sehr aufwendig. Das ist auf jeden Fall. After the ski, so visit some hotels and shopping. Shopping is very important for Chinese people. We like shopping a lot. Shoppen sei für die Chinesen sehr wichtig. Darum will Sarah Läden und Hotel besichtigen. Der Fabian hat noch lange nicht Feierabend. Tato, komm mal hier, sonst... Hey, komm mal hier. Am Simone Donati sein Büssi, der Bobby, muss rein. Du, Alevo, wo willst du gehen? Hä? Wo willst du gehen? Weißt du, es gibt immer eine andere Katze, die probiert, immer reinzukommen danach. Also deswegen, jetzt muss ich schließen und fertig. Rein, finito. Der Skilehrer Simone hat heute Nachtdienst im Skigebiet. Es fällt ihm nicht leicht, sein Büssi einfach so allein zu lassen. Immerhin darf der Bobby sein Lieblingsprogramm auf dem Tessiner schauen. Ja, wegen der Katze. Weil dann er fühlt sich, dass es jemand zu Hause ist. Aber das ist, was ich fühle. Vielleicht Erin sowieso. Für ihn ist es wahrscheinlich scheißegal. Ist wahrscheinlich egal für ihn, ob die Fernseher läuft oder nicht. Schönen Tag. Hey, schönen Tag. Ja, gute Nacht. Wäre ein schöner Tag. Saas Fee liegt zwar hoch und hat ein Gletscherskigebiet. Trotzdem wäre die Talabfahrt ohne Kunstschnee Anfangs Winter nicht möglich. Jede Nacht laufen die Schneekanonen auf Hochtouren. Und der Simone schaut, dass da nichts schief geht. Auch so einen Job muss ein Skilehrer machen. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, als Skilehrer zu leben. Weil wie kannst du arbeiten? 4 Monate im Jahr. Salut zusammen! Ja, vielleicht ein bisschen im Sommer, aber hast du nicht die gleiche Arbeit, was hast du im Winter. Als erstes muss der Simone in die Staumauer vom Speichersee. Von da kommt das Wasser für die Schneekanonen. Ein Routinejob. Sag nichts. Aber geschlossen. Gefroren. So, ich schließe. Ja. Never have. Also. Ja, Pavel, ich bin. Du, die Türen gehen nicht offen hier oben. Ne? Ja, was soll ich machen? Ja. Hä? Das geht leider nichts, Pavel. Der Pavel ist der Chef von Simone. Merci. Ciao, Bello. Bis nachher. Ciao, ciao. Ja, ich sagte, es ist gefroren. Also. Wir will nicht reingehen. Super. Das könnte noch eine längere Geschichte werden. Ah! Dunger im Dorf ist der Fabian mit der Sarah Liu unterwegs. Nach dem Lädeln will er ihr ein Hotel zeigen, wo sie mit chinesischen Gästen herkommen. Komfort und Panorama sollen Sarah überzeugen. Look the lights. Yeah. Pretty. So they have east, west and south balconies. Okay. Balconies. Pour la famille. Suite. The view is fantastic. And the jacuzzi outdoor, it's really a plus. I think so. Und tatsächlich, Sarah meint, die Aussicht sei schön, der Whirlpool super, das sei ein Plus. We already ordered. For Chinese New Year, we have teams coming. Ja, the group. Ein kleiner Erfolg für Fabian. Sarah will eine Gruppe Chinesen auf Saas Fee bringen, für das chinesische Neujahr. Der Simone Donati kämpft gäng noch mit der Tür zur Staumauer, die gefroren ist. Tadang! Das war schon mal ein schlechter Start von dieser Nachtschicht.
Also ich bin jetzt in die Staumauer, Wasserpumpezentrale und ich muss jetzt die Sickerwasser messen. So sieht er, ob die Staumauer rund. Sickerwasserdamm West, das. Jetzt ist ungefähr. Also 3. Okay. Alles in Ordnung. Die Kontrolle von Simone geht weiter zu den Schneekanonen. Es ist ein recht einsamer Job. Wow! Ich bin sehr gerne allein. Ich bin ein Einzelgänger, ja. Ich musste orientieren der Schneekanone. Jetzt ist die Hügel riesengroß, muss ich einfach auf die Seite, dass die Schnee fällt auf die Seite und nicht direkt auf die großen Hügel da oben. Deswegen habe ich der Kanone ein bisschen versetzen jetzt. Es passiert auch, dass die ganze Schneekanone ist, wo kommt raus die Schnee voll gefroren, weil vielleicht ist gegen Wind gekommen und dann ist wirklich der Schneekanone ist wie eine Schneeskulptur oder wie eine Eisskulptur einfach. Ja. Tipptopp. Adriana! Bis um 5 Uhr am Morgen geht die Schicht von Simone. Salut Max. Je viens de la montagne. Ah, ich komme von den Bergen. Vor Betriebszentralen aus steuern die Arbeitskollegen von Simone die Beschneiungsanlagen. Der ganze technische Schnickschnack interessiert ihn aber nicht. Also jetzt gehen noch 3 Tage bis Mittwochabend und dann Mittwochabend habe meine letzte Nacht bis Donnerstag am Morgen um 5 Uhr und dann ich werde meine Lieblingsarbeit machen, also Skilehrer, arbeite mit Kindern, mit Menschen immer unterwegs und das macht mich glücklich einfach. Das ist was ich gerne habe. Ist etwas Schokolade drin? Schokolade drin, ja. Das ist der Gabriel Antamatten. Ihm sagen hier auch Gabi. Ich glaube, wie alles. Zusammen mit seinem Vater will er noch einmal jagen, bevor es mit der Skisaison richtig losgeht. Jagen und Skifahren, das ist die Welt von Gabi. Der Skirennsport war sehr ein grosser Teil von meinem Leben. Oder ist immer noch durch die Funktion jetzt in der Skischule. Aber ich sage, mein grösstes Hobby, das sieht man wirklich hier an der Wand. Und das begleitet mich eigentlich über das ganze Jahr. Ja. Gibst mir noch ganz klar. Dann gehen wir schauen. Ja? Die zwei wollen Birkhühner jagen. So eins haben sie noch nie verwünscht. Der Gabi geniesst die Ruhe vor dem Sturm. Morgen fährt er als neuer Leiter von Skischule an. Auch Steffi Baumann ist früh auf. Der Sonnenaufgang hier bei der Bergstation Mittualalin auf 3500 Meter hat für sie eine besondere Bedeutung. Nicht weit von da ist ihr Vater vor fast 20 Jahren tödlich verunglückt. Wenn ich hier im Beruf komme und nachher jeden Berg da hinten anschaue oder einfach hier allgemein in den Bergen bin, dann denke ich sehr oft an meinen Papa. Einfach, wenn ich so schöne Momente habe, dann
ist das immer präsent. Also ich bin nicht jemand, der auf den Friedhof geht, weil da bin ich eigentlich sehr, 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 sehr weit weg von ihm. Aber wenn ich in den Bergen bin, dann kommt das sehr oft vor, oder eigentlich permanent, wo ich an den Papa denke. Von klein auf hat er mich immer mitgenommen. Und das ist das, was ich mit ihm immer geteilt habe, wo er extrem stolz war auf mich. Und was ich halt mit meiner Familie nicht so teilen kann. Weil die halt einfach immer noch ein bisschen mehr Angst haben um mich, was halt auch verständlich ist. Aber ja, da bin ich halt schon, da vermisse ich noch schon sehr. Weil ich manchmal denke, ja, wie schön wäre es, dass die Abfahrt mal mit ihm zu machen wieder, oder? Aber dann denke ich, dann schaut da oben noch zu. Die Abfahrt muss noch ein bisschen warten. Wenn die Sonne oben ist, dann muss die Steffi arbeiten. Jetzt wird jeder einer hier aufgehen. Ja, dann gehe ich für 5. Und dann gehe ich jung hier flach. Und dann oben auf dem Weg kommen wir zusammen. Jawohl. Ja, das ist gut. Ist das gut? Gut. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Für die Jagd teilen sich Vater und Sohn Antamatten auf. So kann einer ein Birkhuhn aufscheuchen und dem anderen vor einen Lauf treiben. Aber die Birkhühner machen sich rar. Und die da haben Schonzeit und dürfen nicht gejagt werden. Alle Geduld nützt nichts. Nach 2 Stunden brechen die beiden die Jagd ab. Nichts vermerkt. Mal einer weg. Ich eine Kero. Kero Bolzen. Im Sommer führen Vater und Sohn zusammen eine SAC-Hütte. Diesen Winter will der 25-jährige Gabi allein die ganze Skischule von Saas-Fee leiten. Es ist von der Größe her sicher nicht der gleiche Betrieb. Wir sind im Sommer sind wir ein Team, die Eltern, ich und 2 bis 3 Angestellte. Ja, ich hoffe, ich brauche ein paar mehr. Und ja, das Team ist sicher riesengroß im Vergleich. Aber ja, ich hoffe doch, dass ich, wie eigentlich er auf seinem Weg, auf seiner Linie bleibt, ich mit einem grossen Team auf meiner Spur bleiben kann. Und jetzt kalt die Hand. Ja, er ist sicher, seit der jüngere Typ. Auf der anderen Seite hat er auch ein Feuer. Er ist also Schwalzsportler, das haben wir immer gesagt. Er ist vor dem Start oder so sehr ruhig gesehen. Und am Rennen selber drin gleich ein explosiver Typ gesehen. Es ist der letzte ruhige Moment des Winter. Morgen geht es für Gabi los. Er hat seinen ersten Auftritt als neuer Chef. Wo wohnt er das? 315. In der Bergstation Metto-Alalin ist die Ruhe schon heute vorbei. Steffi Baumann hat es zu tun. Die Leute können die neuesten Skimodelle testen. Steffi stellt Bindungen ein. Da muss man den Kopf bei der Sache haben. Ja, dass der Ski aufgeht, ist die Gefahr. Und dass der Ski verlierend und blödsten fällt noch irgendwie das Knie verdrehend. Und nachher die Wintersaison am Arsch ist. Schön? Diese Bühne gehört für die junge Skilehrerin halt auch dazu. Morgen. Ich müsste den Job fast machen. Weil es gibt einfach auch ein bisschen Geld zwischendurch. In der Zeit, wo halt eben zwischen Sommer und der Winter, wo nachher halt nichts mehr los ist. Und dann ist das natürlich eigentlich optimal. Gleich geht es für Steffi los mit ihrem Traumjob Skilehrerin. Tschüss! Ciao zusammen! Und für diese Saison hat sie sich noch etwas Spezielles vorgenommen. Für mich war es eigentlich immer so mal ein Traum, wieder an die Stelle herzugehen, wo der Papa gestorben ist. Und ja, ich bin
in all diesen Jahren nie mehr und war schon auf dem Berg relativ viel. Und das war eigentlich immer mal so etwas, was ich gerne hätte mal wieder machen wollen. Oder mal das einfach wirklich von nachher zu sehen, weil ich weiss es eigentlich so ein bisschen, wo es ist und so. Aber es ist schon noch mal ein bisschen etwas anderes, wenn man nachher mal wirklich auch dort ist. Hallo, Fabian. Hallo. Geht's? Ja, geht dir euch? Mal. Hast du schon etwas vorbereitet? Im Tourismusbüro von Saas-Fee hamstert der Fabian Zurbrigg ein Werbegeschenk. Übermorgen fliegt er auf China. Dort will er in den Skigebieten Werbung machen für Saas-Fee. Von diesen Taschen? Ja, ein paar von denen. Ich bin hier aufgewachsen und mir liegt halt einfach, ich sehe da eine Chance im chinesischen Markt. Und weil ich von Saas-Fee bin, ich bin Skilehrer, ich kann Chinesisch und das ist... Ja, mir liegt es einfach am Herzen und da gesehen eine Chance, dass wir jetzt das, was ist im europäischen Markt weggefallen ist in den letzten Jahren durch den Eurokurs, dass wir das an anderen Orten wettmachen können. Der Fabian tanzt als Skilehrer, der Chinesisch kann, ziemlich aus der Reihe. Es ist schon Querkopf, aber Querköpfe sind das, was heutzutage uns macht, das, was euch braucht. Immer alles genau Punkt für Punkt kann man ja euch nicht machen. Also man braucht ja wirklich etwas Innovatives, etwas Neues, wenn man das sieht. Gute Reise, ja, gell? merci. Und meld dich, wenn du etwas brauchst. Ja. Ist gut? Gute Zeit. In dem Fall tschüss. Tschüss, mach's gut. Der Fabian hat schon lange einen Bezug zu Asien. Er hat viele Jahre als Zen-Mönch in Japan gelebt. Ich habe ein Buch über Zen gelesen und da hat mich das einfach enorm interessiert. Das ist das, was ich machen will in meinem Leben. Und bin hingegangen und habe damals noch nicht gewusst, wie lange bleiben. Ich habe damals zu meinem Vater gesagt, ich weiß nicht, ob ich 3 Monate oder 30 Jahre bleibe. Und nach 7 Jahren habe ich es abgebrochen. Und bin zurückgekommen und habe zuerst mal Skilehrer gemacht. Und habe ich gedacht, jetzt kann ich im Herbst noch an die Uni gehen, Chinesisch lehren und habe für Sinologie geschrieben. Und schlussendlich habe ich dann einen Bachelor gemacht. Und jetzt hat sich das ergeben, dass ich Chinesisch kann und Skilehrer bin. China ist für ihn wie eine zweite Heimat. Nervös wegen der Reise ist er darum nicht. Ja, es ist, im Moment denke ich dem noch gar nicht nach. Und, am Anfang ist es halt immer gleich wieder eine weite Reise und so. Aber wenn man mal da angekommen ist, dann geht's nachher, da wird man so freundlich und herzlich aufgenommen. Das ist wirklich schön. Noch 2 Mal schlafen, dann geht's los auf China. Heute gilt es ernst für Gabriel Antematten. Er hat seinen ersten Auftritt als Chef der Skischule Saas-Fee. Alle Skilehrer kommen heute zur Weiterbildung zusammen. Es ist der Startschuss in die Saison. Ein bisschen nervös bin ich schon, weil es sind 70 Skilehrer. Zuerst geht es sicher darum, die in die Klasse einzuteilen. Und nachher habe ich selber eine Klasse während dem Tag. Und am Abend, um 6 Uhr, findet noch der Informationsabend statt, wo wiederum alle Skilehrer anwesend werden sein. Die Skilehrerinnen und Skilehrer von Saas-Fee sind gespannt auf die Begrüßung des neuen Chefs. Gut, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich möchte die alle recht herzlich begrüßen zu diesem Trainingswochenende. Ihr seht, wir sind recht eine grosse Gruppe. Das verlangt euch, dass wir dementsprechend Klassenlehrer im Einsatz haben. Ich wünsche allen einen lehrreichen, interessanten Tag. Nutzt die Gelegenheit, profitiert und habt einen schönen Tag. Merci. Die Begrüßung ist geschafft und der ehemalige Skirennfahrer ist sich sicher, dass er sein Team im Griff wird haben. Der Skisport liegt mir sehr am Herzen. Und ich war die letzten Jahre als Skilehrer unterwegs. Und ja, ich habe immer wieder
daran studiert, einmal die Funktion als Skischulleiter zu übernehmen. Weil, also ich habe schon das Gefühl, dass ich Qualitäten da habe, für wirklich ein grosses Team zu führen. Und ja, schlussendlich der ganzen Destination euch etwas beizugeben. Bosque, versuch, wenn du in der Luft bist, dass deine Ski die dem Gelände immer noch angepasst sind und nicht irgendwie die Spitzen höher sind als die Skienden. Am Abend kommt noch das Wichtigste: seine offizielle Antrittsrede zum Saisonstart. Im Hinterkopf habe ich ganz klar den Infoabend von der Skischule, wo ich als Leiter da stehe. Auf der Piste probiere ich mich wirklich zusammenzunehmen und mich auf das Training konzentrieren. Aber ja, es gibt auf dem Lift oder irgendwann beim Fahren immer wieder ein paar Gedanken, wo ich dann in Funktion zum Skischulleiter komme. Zur Rüfenacht bei Bern wohnt die Familie Sanchi. Es sind Stammgäste von Gabriel Antamatten. Samantha, tust du jetzt einpacken, was du gerne mitnehmen willst? Mama, kannst du aber dann nicht zu viel Plüschtierli, gell, Samantha? Oh, nicht auch noch. Für Samantha Sanchi gehören ihre geliebten Plüschtierli auch mit in die Weihnachtsskiferien. Da kann die Mami sagen, was es will. Du kannst ja nicht mal schlafen. Sicher? Sanchis machen seit Jahren gerne Skiferien in Saas-Fee. Sie haben ein Chalet. Packen für die Skiferien mit Kindern, das hat sie sich. Habt ihr fertig gepackt? Warte, ja. Samantha packt dann nur. Immerhin sind die Ski schon oben in Saas-Fee im Chalet. Habt ihr alles mitgenommen, Kinder? Tschüss, Schwester. Ja, danke. Haben wir unsere 7 Sachen? Tschüss, Abi. Tschüss. Während der Skiferien schauen die Verwandten zur Wohnung. Ist gut, ist alles aufgeräumt. Sanchis reisen mit dem Zug. Das geht am ringsten. Du, kein Schnee hier. Wieso? Es nicht geschneit hat, weil es nicht kalt ist. Der Joe Sanchi freut sich auf die Ferien und vor allem auf seinen Lieblingsskilehrer. Ich helfe Gabriel zum Skifahren. Mit dem kann ich einfach den Sommer fahren. Schnell. Ja. Ich glaube, der Joe braucht einen Lehrer, der ihm einfach mehr Fortschritte und er zeigt neue Technik. Und das ist das, was eigentlich Joe sehr fasziniert. Nur mit einem Skifahren und einfach er tut spielerisch natürlich sehr viel ihm beibringen. Nach 2,5 Stunden und 2-mal umsteigen sind Sanchis in Saas-Fee. Okay, weil der Ort seit eh und je autofrei ist, nehmen Sanchis das Elektrotaxi. Bitte schön. Ihr Chalet ist etwas ausserhalb. So. Achtung, Joe. Die Heizungen noch hier überall. Joe, du hast über Dings die Heizung an. Bis zum Strich. Ja, bis zum Strich. Samantha, schau mal, wir haben wieder ein bisschen Plüschtierli. Hey? Schau mal. Wir haben viel zu wenig von unten mitgenommen. Schon hier. Ja, es ist immer so, die erste Stunde ist schon, bis alles eingerichtet ist. Und dann kann ich Ferien machen. Ziehen. Wir sind angekommen, wir sind da. Das Haus wird langsam belebt. Jetzt kommen alle anderen. Und die schauen natürlich, ob schon eine Fahne da ist. Wer da ist. Und wenn Kinder da sind, immer Piratenfahnen aufhängen. Aber etwas fehlt noch für einen Ferienstart. Die Buchung vom Lieblingsskilehrer, am Gabi. Der Joe hat bei ihm gelernt Skifahren. Hallo! Gabi! Hey! Hey!
gratuliere dir zum neuen Job. Alles Gute, super. Ja, gib ihm. Samantha. Hallo. Sally, Gabi. Ich gratuliere dir auch, gell? Merci, danke. Skihose hast du nicht an, hä? Nein, aber es geht gut so. Geht dir gut so? Hä? Da müssen wir ein bisschen schauen. Und Akademie. Ja, das will ich jetzt wissen, gell? Er hat dem schon gesagt, also er freut sich am Nachmittag. Morgen kann er sich, gell? Aber es ist schon so, dass ich wahrscheinlich nicht jeden Tag kommen kann. Wenn er nur 2-mal kommt, sind wir schon froh. Der Gabi hat wegen dem neuen Job als Chef der Skischule nicht mehr Zeit für Joe Sanchi. Eine kleine Welt bricht zusammen. Dario würde ich noch gut finden. Kannst du mit dem leben? Hä? Dario? Dario, hä? Also ist sehr ein guter Skifahrer. Kann die Jungen motivieren. Ist schon ein bisschen traurig. Man kann eigentlich in keiner Position alles haben. Und ja, ich habe mich entschieden, der Leiter zu machen hier. Und mit so Konsequenzen musste ich rechnen, dass ich nicht mehr im gleichen Ausmaß auf der Piste bin. Und ja, also der Moment tut schon ein bisschen weh, wenn man jetzt sieht, weil wir haben doch in den letzten Jahren sehr, sehr viele Stunden verbracht auf der Piste. Und ja, im Moment bin ich sicher gerade leicht traurig. Er kann ja immer besuchen und ab und zu sehen wir ihn vielleicht auf der Piste. Genau. Das ist manchmal im Leben. Merci dir. Merci, Gabriel. Schön, dass du daheim ein Leben groß. Ciao, tschüss. Tschüss, Gabi. Gruß, gell? Richtig uns. Der junge Skischulleiter hat es noch nicht Feierabend. Der Gabi ist unterwegs zum Infoabend von der ganzen Skischule. Es geht darum, alle Skilehrer auf die Saison einzuschwören und vor allem als neuer Chef eine gute Falle zu machen. Für diesen Auftritt hat er darum lang geübt. Also ich habe es zuerst für mich selber im Zimmer 2-mal durchgemacht, später noch mit der Familie und schlussendlich auch noch mit der Freundin. Nach jeder Präsentation konnte ich den einen oder anderen Input mitnehmen. Und ja, ich bin gespannt nicht, aber ich werde mir Mühe geben und werde das Möglichste versuchen. – 70 Skilehrerinnen und Skilehrer. Alle sind da. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu diesem Infoabend und somit zum Start in die neue Saison. Ich möchte die neuen Mitarbeiter herzlich willkommen heißen und folgend möchte ich kurz das Newcomer-Training vorstellen. Der Lehrer ist wieder selbstständig verantwortlich, seine Kurse nachzuschauen. Die Kurse bestätigt er bis 17:30 Uhr und die geleisteten Stunden rapportiert er am Tag der Arbeit bis 17 Uhr. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch bereits heute frohe Festtage. Besten Dank und einen flotten Abend. Merci. Danke, Simone. Und deine Ruhe und deine... Du musst mir ein bisschen von deiner Ruhe geben. Ja. Sante. Ich glaube, die Nervosität hat mir jeder ein bisschen angemerkt. Aber ich habe das Möglichste probiert und ich bin mit mir selber sehr zufrieden. Ich finde für seine erste Sitzung als Skischulleiter sehr gut. Er ist ein sehr ruhiger Typ. Sehr kompariert als mich ist total das Gegenteil. Ja, aber ist so.
Der Einstand als Chef ist geglückt. Jetzt kann die Saison starten. Und genau auf das hat Steffi Baumann lang gelangt. Ja, wenn ich am Morgen so meine roten Kleider anziehe, bin ich schon ein bisschen stolz. Das ist immer ein gutes Gefühl, wenn du das anhast. Aber es ist halt einfach auch immer, du bist halt angeschrieben, gell? Also kannst du schon nicht machen, was du willst. Morgen ist immer eigentlich gut für Überraschungen. Eben, jetzt hast du 10 vor 10 und man kann von 1. Es ist immer so ein bisschen, eben, jetzt kommen da Eltern und sagen, mein Kind ist krank. Kommt der Morgen wieder. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Jeder Morgen ist immer ein bisschen anders. Bonjour, cher ami. Ça va? Ça va? Tout est bien? Das ist schon wieder eins mehr. Ah, hoi Samantha. Wie geht's? Samantha Sanchi ist heute in der Klasse von Steffi. Hoi! Tipptopp, tipptopp. Du nicht auf der Ski heute? Ich gehe. Ich habe Samantha gebracht. Weißt, wir haben alles vorbereitet. Der Johnny hat gebracht. Gemütlich, oder was? Ciao Samantha, tschüss. Mal schauen, den Vater. Heute hat Steffi eine Kindergruppe, die sie nicht kennt. Beim Absteigen vom Sessel gibt es mit dem schon erste Probleme. Hey! Stopp! Hey. Ça va? Tu dois descendre, hein? Ça va? Alors, allez-y! Doucement, Fran! Und es kommt noch schlimmer. Das neue Kind kann mit der Gruppe nicht mithalten. Ah. Maintenant, il y a le problème, on ne peut pas changer parce que les autres, ils ont fait le ski. Hein? Mais on fait doucement aujourd'hui. Hein? Momentan habe ich ein kleines Problem. Wir haben ein Mädchen, das neu dazugekommen ist, das heute das erste Mal wieder auf der Ski ist, das einfach absolut nicht in die Gruppe passt, das auch nicht hier runter fahren kann. Und jetzt habe ich es gerade in die Gondel geschickt und wir warten nachher unten auf sie warten. Es braucht Nerven und Organisationstalent als Skilehrerin. Mein Ziel am Schluss ist eigentlich immer, dass sie glücklich sind, dass sie alle vor allem gesund wieder zurückbringen, den Eltern. Und das ist eigentlich super, oder? Also, da bin ich eigentlich recht glücklich. Wenn du nachher die strahlenden Gesichter siehst, dann was willst du noch mehr? Ich sehe dich nix. Der Simone Donati wartet auf seine Stammgäste. Nein, noch nicht da. Die haben Verspätung. Privatgäste sind auch sehr gut für mich, vor allem weil am Ende der Woche, wenn ich eine sehr gute Arbeit gemacht habe, ich bekomme auch eine sehr gute Belohnung. Noch dazu als mein normales Lohn. Und das macht immer auch, er reizt dir, um dir ein bisschen noch immer besser machen, jedes Jahr besser. Ja, jetzt ich sehe dich. Das macht so nichts, wenn man wie bestellt und nicht abgeholt eine halbe Stunde Kälte muss warten. Hallo! Ciao, Mello. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, sehr gut. Schon seit Jahren kommt die Familie Melzer aus Stuttgart auf Sasfee zum Simone in die Skischule. Nach 2 Jahren, hä? Nach 2 Jahren nicht mehr gesehen. Schön. Und du? Ja. Du bist wieder... Ja, Christa. Unglaublich. Simone ist einfach Simone. Er ist halt ein sehr guter Skilehrer, aber er ist nicht nur ein sehr guter Skilehrer, sondern es macht halt auch einfach Spaß, mit ihm zusammen zu sein, sich mit ihm zu unterhalten, über seine Meinung zur Welt, zur Schweiz und zum Kapitalismus. Und auch zu den Schweizer Bergbahnen und zum Wetter, da kann man eine Menge lernen. Also es ist halt besser als ein normaler Skilehrer, der immer sagt, rechts, links, rechts, links. Deswegen freuen wir uns jedes Jahr, wenn wir hierher kommen, aber auch wenn wir ihn sehen. Auf der Piste mit seinen Lieblingsgästen
Da ist der Simone im Element. Er unterrichtet gern. Jetzt kann ich nicht gesehen machen, pausieren, aber sondern musst du den gleichen Druck geben. Um das zu können machen, musst du breit fahren. Und jetzt, tack, ja, probier nicht in V, nicht, dass die Ski kommen so raus, sondern parallel. Der Marc ist ein bisschen hinter mit dem ganzen Programm, oder? Er kann schon sehr gut fahren, aber man kann auch Kleinigkeit, mit ihm man kann auch Kleinigkeit oder die Details verarbeiten, weißt du, was ich meine? Und mit den anderen zwei, sie haben keine Lust. Und wenn jemand nicht will, der Kunde ist König auf der Piste. Ich probiere immer meine Beste zu geben und bis jetzt hat immer funktioniert. Die Leute sind immer zurückgekommen. Sagen wir, über 10 Personen kommen immer 8 zurück. Also, ist schon gut. 2, 1, hopp! Hopp! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, stopp! Von so Schwüngen kann der Fabian Zurbriggen nur träumen. Mit dem Umsteigen dauert der Flug auf China 22 Stunden. Dort will er Werbung machen für Saas-Fee. Das ist der Flughafen von Changchun im Nordosten von China. Schon müde jetzt. Das ist die Zeitumstellung vor allem. Der lange Flug. Ja. Vom Flughafen bis zum Skigebiet sind es noch mal 2 Stunden Fahrt. Zum Glück hat der Chef vom Skiresort einen Fahrer geschickt. Ja. Der Fabian ist unterwegs in der Provinz Jilin. Von da ist es nicht mehr weit bis zur Grenze von Nordkorea und zum russischen Wladiwostok. Der Fabian ist so ziemlich am anderen Ende der Welt. Nach 24 Stunden Reise ist der Fabian endlich zu Beidahu. Es gilt als eines der besten Skigebiete von China. Hey, ni hao. Schön, wieder hier zu sein. Kalt ist es. Vor allem das ist ja gerade sehr kalt. Das Thermometer zeigt hier Nacht minus 30 Grad an. Der Rocco Chen ist der Chef vom Skigebiet Beidahu. Die beiden kennen sich schon vor der letzten Reise. Der Deal ist, dass der Fabian Werbung machen für Saas-Fee und dafür als Schweizer Skilehrer im Resort hilft. Für den Empfang von Fabian tischt der Chef eine Spezialität auf. Er meint, dass die Leidenschaft von Fabian für das Skifahren genauso heiß sei wie der Hotpot. Das ist jetzt Fondue Chinoise. Also Fondue Chinoise, das heisst ja eigentlich, das ist einfach Hotpot von China. Von dem kommt eigentlich Fondue Chinoise. Und das ist ganz anders als bei uns in der Schweiz. Da gibt es einfach sehr viele verschiedene. Da hat es Pilze, da hat es Fleisch, da hat es Tofu, da kommt dann noch Gemüse und andere Sachen, wo man alles da drin macht. Und da sind sehr viele Gewürze drin. Also das ist jetzt Fondue Chinoise in China. In Beidahu, there's a lot of skier. They love Fabian. Actually, they are so happy to see you come back. More than I'm happy. Right? They are so happy to see you come back. They are waiting for you. Not only I'm waiting for you, they also are waiting for you to come back. Der Rocco Chen ist sehr glücklich, dass der Fabian wieder da ist. Er ist als Schweizer Skilehrer sehr beliebt bei den chinesischen Skifahrern. Minus 23 Grad. Ach, die Hände sind kalt. In der nächsten Folge kämpft der Fabian gegen Kälte und muss bei diesen Bedingungen seine chinesischen Skilehrerkollegen ausbilden. Ich wurde gefragt, ob schon alle schon diese Piste gefahren sind. Und dann haben alle gesagt, ja. Es ist kein Zuckerschlecken. Steffi Baumann plant die Skitour zum Unglücksort vom Vater. Er ist auf dem Alpobu ab Saas-Fee tödlich verunglückt. Ja, ich glaube, diesen Tag werde ich in meinem Leben nie mehr vergessen. Also wenn ich so zurückdenke,
ist der Tag so da, wie es gestern wäre. 1, 2, 3. Und alle Skilehrer sind gefordert bei der Fakko-Abfahrt. Eine grosse Show für Touristen. Das und noch viel mehr Geschichten auf und neben der Piste gibt es nächste Woche wieder bei SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.